tatsächlich Veränderung zu wachsen beginnt. Das werden wir auch in Oberösterreich ganz konkret sehen. Das sind Sparentscheidungen. Wofür ist Geld da in Zeiten, wo weniger Geld scheinbar da ist? Oder es setzt sich die andere Seite durch, dieses viele Neue, was entstanden ist. Beim Vortrag von Christian Felber hat es 3 Felder der Demokratie gegeben. Die repräsentative, die direkte, die bei uns de facto nicht vorhanden ist, und die partizipative, die ganz stark im Kommen ist. Und wir haben in Oberösterreich in den letzten 3-4 Jahren einen unglaublichen Aufschwung von sich engagierenden und sich politisierenden Menschen erlebt. Das sind einerseits Menschen in Energiewendegemeinden. 162 Gemeinden derzeit in Oberösterreich, die die Energiewende in der eigenen Gemeinde umsetzen. Und das sind meistens in fast allen Fällen Beteiligungsmodelle, wo 15, 20, 25 Leute in der Gemeinde daran arbeiten. Rechnen wir mal 25, mal 162, Strich drunter. Da ist vieles da, was an engagierten Menschen sich in Entscheidungsfindungen hineinbegibt, Mitgestaltung übernimmt. Oder wir haben 222 Klimabündnisgemeinden mittlerweile in Oberösterreich. Ich war unlängst in Perugia beim Europäischen Klimabündniskongress in Europa, gibt es 1400, 222 in Oberösterreich. Der größte Teil ist in den letzten 3-4 Jahren entstanden. Auch da die gleiche Situation. Menschen, die sich engagieren. Wir haben über 100 Gemeinden, die im Agenda-Prozess drinnen sind. Die partizipative Demokratie ist aus meiner Sicht eine der ganz großen Chancen, dass sich ein anderer Kurs durchsetzt. Denn wenn sich diese Initiativen verbünden, dann sind sie wirklich stark. Und was mir so gefallen hat jetzt bei dem Modell, was ihr am Schluss, zu meiner Überraschung, ich habe es nicht gekannt, vorgeschlagen habt, dieser regionale Ethikfonds oder wie immer er dann schlussendlich bezeichnet wird, das könnte eine tolle Verbindung in der Region zwischen diesen partizipativen Gruppen sein, wo einiges herumkreist und wo Geld in die richtigen Bahnen gelenkt wird. Und das ist aus meiner Sicht die Chance. Und diese Weichenstellung wird es gehen in den nächsten Jahren. Und ich halte die nächsten Jahre einfach für die wichtigste Phase seit ganz, ganz langer Zeit, auch bei uns in Oberösterreich. Das wird sichtbar werden, gerade in der Krisensituation. Krisis, griechisches Wort, Zeit der Veränderung. Trotzdem muss ich noch fragen, gibt es darüber hinaus in Zeiten knapper Kassen Schwerpunktthemen für die nächsten 5 Jahre? Dr. Dürfel. Ich sage es ehrlich, mir ist die Krise wurscht, ja. Weil ich bin geprägt von Karl Segersleiter und wir haben ihm immer gesagt, jede Krise ist eine Chance, du musst was tun dafür. Ja. So und allein hilft nichts, sondern du musst selber Verantwortung übernehmen und ich bin überzeugt, dass wir in der Region sicher oder auch in Oberösterreich generell genug fähige Leute haben und mit besten Ideen, dass wir daraus die Lehren ziehen und eigentlich unsere Regionen, unser Bundesland so weiterentwickeln, wie es wir gerne hätten. Es wird uns vielfach, liegt an uns allein selber, vielfach brauchen Verbündete auf Bundesebene, auf europäischer Ebene. Aber jedenfalls, glaube ich, muss man 3 Dinge auf alle Fälle machen. Das erste ist die Regionen stärken. Das heißt, wir müssen schon anfangen bei uns selber, wo kaufen wir ein, welche Lebensmittel kaufen wir, sage ich jetzt nur zum Beispiel, wie gehen wir mit der Energieversorgung an, wie richten wir den Finanzausgleich, das ist auch wichtig, Finanzausgleich zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Wie gelingt es uns in der Region, den Menschen Mut und Zuversicht zu geben? Wir müssen selber mit einem guten Beispiel vorangehen, und zwar Mut und Zuversicht nicht für irgendwas, sondern ganz einfach die Herausforderungen in der Zukunft anzunehmen und die Bereitschaft zu entwickeln, mitzugestalten. Das werden zentrale Fragen werden, die in den nächsten Jahren auf uns zukommen. Das zweite ist, Initiativen wie Global Marshallplan zu unterstützen. Ideell, materiell, schauen wir mal, aber ideell auf alle Fälle. Es müssen nur mehr Gemeinden werden, ja, die hinter dieser Idee stehen. Es sollten noch mehr Menschen eingebunden werden. Es sollen nur mehr Leute sein, die Fairtrade-Gemeinde sind. Weil Global Marshallplan lässt sich ja nicht in eine Richtung, sondern da gibt es so viele Facetten, wo man überall
überall tätig sein kann. Und warum ist das so wichtig, dass das bei uns passiert? Weil wir positive Gedanken, die vielleicht weltweit sich abspülen, das edle Ziel ist ja, für mehr Gerechtigkeit auf der Welt zu sorgen, auch in der dritten Welt. Das wird uns aber nur gelingen, wenn wir selber für eine Balance in der Region oder im Land oder im Bund oder in Europa sorgen. Weil wie erklären wir an, tun mit beim Global Marshall Plan, weil wir unterstützen jetzt da, wir wollen mehr Gerechtigkeit, oder tun mit bei Fairtrade, wir unterstützen da Landwirte in der dritten Welt. Wenn es heißt, ja, aber die Milch, von wo kaufst du die? Ja, oder Zau, von Holland. Also wir müssen schon zuerst auch die Hausaufgaben machen und die darf man dabei nicht vergessen. Und weiters, glaube ich, muss Land trotz aller finanziellen Schwierigkeiten oder schwierigen Situationen nicht vergessen, dass diese bisherige Philosophie der Entwicklungszusammenarbeit in Oberösterreich fortgesetzt wird, dass wir das Land, ich glaube 100 Millionen pro Jahr für Entwicklungszusammenarbeit oder 1 Million, ich glaube 1 Million. 100 Projekte, so, 100 Projekte, 100 Millionen hat mich selber weggeschreckt. Muss ich ehrlich zugeben. Aber 100 Projekte sind es, die weltweit unterstützt werden, jährlich mit 1 Million. Aber wenn man bedenkt, wie viele Leute das verhungern und was man mit $50, glaube ich, habe ich gesehen, an Ochsen und so weiter. Also es sind natürlich keine Ochsenkaufaktionen, aber es sind Projekte, Hilfe zur Selbsthilfe. Und diesen Weg müssen wir auch fortsetzen, weil dann, glaube ich, setzt das Land Oberösterreich und wir alle, auch die politischen Entscheidungsträger, diese Philosophie vom Global Marshall Plan haben. Jetzt habe ich als Politiker, als Verantwortungsträger gefragt, da seid ihr sehr, sehr professionell, und trotzdem interessiert es uns noch, was bewegt euch persönlich? Was bewegt euch persönlich? Wieso engagiert ihr euch nicht? Ihr seid alle 30 Jahre engagierte Leute in einer Position. Wozu? Und was ist vielleicht die Botschaft so an die Engagierten, die da so sind? Bitte mal persönliches Statement. Persönlich motivieren. Persönlich motivieren, das Gefühl, am richtigen Thema dran zu arbeiten. Also ich habe einfach das Gefühl, dass das, was ich tue, das macht einen Sinn, das ist für mich richtig, da habe ich das, wenn ich mich ehrlich prüfe, ist das, wofür ich eintrete, was ich sage, wofür ich sozusagen stehe, ist das mit dem vereinbar, was ich wirklich glaube, und dann kann ich sagen, das ist so. Also sprich einfach diese Idee, diese Überzeugung, dass ich am richtigen Thema dran arbeite, das motiviert mich. Plus die kleinen Erfolge, die damit zusammenhängen. Weil es heißt so schön, die Politik ist ein dickes Brett, an dem man bohren muss. Und das erleben wir in unserem Alltagsgeschäft jeden Tag, dass es einfach ein irrdickes Brett ist, an dem wir bohren. Und was ich glaube, jetzt noch so ergänzend, noch irgendwie zu der vorderen Frage, was ich glaube, was so wichtig ist, und wo ich glaube, dass der Christen einen ganz wesentlichen Impuls gesetzt hat, auch mit ein paar seiner Inhalte. Wir müssen einfach wirklich die Grenzen unserem Denken sprengen. Wenn man sich anschaut, der Siegeszug dieser neoliberalen Wirtschaftsideologie, das war eigentlich ein gedankliches, eine Meisterleistung von ein paar Intellektuellen, ausgehend von einem Hayek, von ein paar anderen. Und uns muss es gelingen, wir sind alle von diesem Denken irgendwo infiziert. Wir haben das alle irgendwo in den Köpfen drin. Dafür ist es ganz ungewohnt zu denken, dass vielleicht Einkommen begrenzt werden oder dass Unternehmen nicht mehr gewinnorientiert sind. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir mutig sind, komplett neu zu denken. Dass wir sagen, wie wollen wir eigentlich leben? Was steht denn im Mittelpunkt? Steht im Mittelpunkt Gewinn oder steht im Mittelpunkt die eigene Lebensqualität, das eigene Glück, die eigene Zufriedenheit? Und wenn das im Mittelpunkt steht, wie müssen wir Gesellschaft organisieren, damit wir dieses Ziel erreichen? Und ich glaube, auf da sollten wir unseren Fokus hinrichten und wirklich den Mut haben, ganz neu, ganz quer, ganz schräg zu denken.